richtiger Dieb. Dafür hacke ich dir die Hände ab. Habt ihr etwas zu sagen? Was stimmt nicht mit Hier wird wohl sterben! Will er etwa gegen uns kämpfen? Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. Ein seltsamer Mann. Was ist das? Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet. Der Großmeister des Hospitaliterordens? Eben jener. Und ich weiß bereits, wann und wo ich zuschlagen werde. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manches Mal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, da hinauf. Komm her. Darauf hin. Genau, ich merke, wie du da aufgegangen bist. Jemand muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. No. Puh. Komm. Oh, doch nicht. Hallo? Box jetzt nicht oder was? Was war denn jetzt gerade? Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe doch nichts getan. Warum tut ihr das nur? Hier endet dein Leben. Dafür wirst du bezahlen. Heide, dafür wirst du sterben. Du Heide, jetzt wirst du sterben. Heide, du Heide, jetzt wirst du sterben.
letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Das ist ein böses Omen. Tut mir leid. Wer hat diese Person umgebracht? Leute. Doch. Ein Mörder läuft frei herum. Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, alles wird wieder gut. Nein! Gebt Nein! mir eure Hand. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Ah. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle Beine. Hä? Kann jetzt die ganze Leid hören? Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Was ist euer Begehr? Und wie viel Freude? Was habt ihr mir angetan? Ach ja, die Pein. Anfangs schmerzt es. Das leugne ich nicht. Das ist ein geringer Preis. Bald werdet ihr mir zustimmen. Ihr seid ein Monster. Ich bekam schon schlimmere Namen. Das wird überhaupt nicht schwer. Oh Gott, bringt mich nicht zum Lachen. Hallo. Ich bin viel besser, als du je sein wirst. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja,
was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Ha. Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. So eine Schande. Das ist ein böses Omen. Ein Assassine! Tötet ihn! Haltet ihn auf! Was tut ihr denn? Bewegung! Bewegt euch! Töte ihn! Töte den anderen! Ein Assassine! So, wieder ein Trophäe. Top. Oh. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Masyaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Zwei Ausschläge. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Zurück zu Al-Mualim. Ja. Dieses Pistomir-Reiten sicher nicht. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar.
Besiegen Sie ihn, indem Sie seine Beine brechen oder Indem sie seine Beine brechen oder bla bla bla. Bringt ihr neue Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch, Was ist? der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohung und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Oh, Wurfmesser. Digga, ich würde sich da schauen. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Der flieht doch vor etwas. Die denke ich gar nicht mal, dass wir recht weit gingen. Ach, jetzt ist da Messer werfen wir raus. Puh, was hat das für ein Messer, ey? Jetzt hat er eigentlich fast alles wieder, glaube ich. Das musst du mal geben. Die haben also 30, 40 cm lang da. Zum Fupp. Fast so lang wie die Schwerter. Und voll Tanne rein. Ah, ja, gut, jetzt aber. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen Feier aufgenommen für die nächste Zeit. Ja, ich weiß jetzt ziemlich zügig das dann durchspielen, mehr oder weniger, oder versuchen. Aber ich werde jetzt dann erstmal noch was anderes aufnehmen. Und dann, nachdem halt jetzt denkt, macht man alle durch. Bis auf die sonstigen Chronicles, bla bla bla, und die, wo einfach nur so da haben als Überbrückungsscheiß, sondern nur die Hauptstory, finde ich irgendwie intelligenter. Aber vielleicht ändert das ja irgendwann mal Stream, dass man da genug Geld zusammenkriegen für das. Aber schön, dass ihr eingeschaut habt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut auf YouTube dabei, wenn jemand auf Twitch da ist. Und dann sage ich noch, schön, dass ihr da wart. Bis zur nächsten Aufnahme. Also, ciao, ciao.